Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 17. Spieltag der Bundesliga und der FC empfängt die Truppe des VfL Wolfsburg. Ja Leute, allzu viele Punkte haben wir noch nicht gesammelt. Dafür gibt es natürlich umso mehr Gerüchte. Es ist einfach unglaublich, was da im Moment alles im Umlauf ist. Und damit werden wir jetzt aufräumen, und zwar mit einem Gerücht nach dem anderen. Ja, und das ist ganz einfach. Wir halten uns an unseren Präsidenten. Der hat zu den Gerüchten, dass in China irgendwas mit den Menschenrechten nicht so ganz in Ordnung ist, nämlich sinngemäß gesagt, ja, China hat eine eigene Kultur und wer das nicht studiert hat, der kann dazu nichts sagen. Naja, und wenn sich da jeder dran halten würde, würde ich sagen, dann gäbe es auch gar keine dummen Gerüchte. Ne? Fangen wir doch mal mit dem ersten Gerücht an. Schmatke und Stöger sind tief zerstritten. Wie kann man denn sowas behaupten? Das ist ein Düsseldorfer und ein Wiener. Und das sind völlig andere Kulturen, von denen haben wir doch überhaupt keine Ahnung. Ich habe noch nie einen freundlichen Düsseldorfer gesehen. Vielleicht ist deren Art, freundlich zu sein, scheiße sein, ja? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das der Grund, ne? Ja, und das sind ja auch völlig unterschiedliche Sprachen. Ja. Wir sagen Alaf, die sagen Helau. Ja. Der Düsseldorfer sagt Stöger, meint aber wahrscheinlich Labadia. Wir wissen es einfach nicht. Das ist ein ganz anderer Stamm. Und wenn man dieses komische Volk nicht studiert hat, dann kann man doch auch solche Gerüchte nicht in die Welt setzen. Genau. Hier, Gerücht Nummer 2. Ne? Der Vorstand sei komplett zerstritten. Ja? Und wer sagt das? Lauter Leute, die selber gar nicht Vorstand sind. Ja? Ja, dazu gehört ja auch das Gerücht, dass der Spinner so gerne Alleingänge macht. Ja. Ne? So, also das ist natürlich im normalen Leben ist das nicht so positiv, Alleingänge. Aber im Vorstandsleben ist das vielleicht genau die richtige Vorgehensweise. Ja, ne, also wenn du das beurteilen willst, musst du erstmal Vorstand studieren in der Vorstandsuni. Ne? Sonst kannst du dazu nichts sagen. Ende. Wer nicht dabei war, der darf auch nichts sagen. Und das gilt natürlich besonders für so richtig miese Gerüchte. Wer mit wem jetzt im Bett gewesen ist oder wo da was wie gelaufen ist, da wird ja wirklich auch eine ganze Menge rumerzählt im Moment. Und da sagen wir klipp und klar, nur derjenige, der mit im Bett war, der darf auch seinen Senf dazugeben. Wobei, wenn du mich fragst, wenn du dabei warst, ja, würde ich an deiner Stelle die Schnüss halen. Ne? Da hast du natürlich auch wieder recht. Noch ein Gerücht, es geht ja weiter. Stöger hat Druck ausgeübt auf den Vorstand, aber natürlich nur deswegen, weil er schon längst vorhatte, nach Dortmund zu wechseln. Dieses Gerücht wurde gestreut von dem super Oberqualitätsjournalisten Oliver Pocher. Der hat doch nun wirklich weder von der Wiener noch von der Dortmunder noch von der Kölner Kultur irgendwelche Ahnung. Nee, kulturell gesehen kommt der aus Hannover. Das ist jetzt für einen Kölschen ein bisschen schlimmer als 34 Spieltage mit nur 3 Punkten, würde ich sagen. Ne? Ja. Das ist also, du bist da kontaminiert, ne, mit so Christian Wulff und Martin Kind und Carsten Maschmeyer und so ein Zeug. Ne? Also, ob man das jetzt noch Kultur nennen darf überhaupt, ja, Joghurtkultur vielleicht. Ich hätte allerdings eine Idee, wie der Pocher sich beim FC entschuldigen könnte. Denn der war doch früher mal in so einer komischen Sekte unterwegs. Und da haben die immer solche Heftchen verteilt. Ne? Die stehen damit so. Hör mal, wie wäre es denn, wenn der jetzt das Geißbock-Echo auf der Schildergasse verteilen würde? Das wäre doch geil. Ja, das wäre klasse. Und meiner Ansicht nach könnte der unterstützt werden von Herrn Hammer. Ne? Der hat auch Scheiße geredet. Und noch mehr, ja, von Herrn Effenberg. Der Mann hat über den FC-Zeug geredet, ohne den FC auch nur im geringsten studiert zu haben. Ne? Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, die Worte Effenberg und Studieren in einem Satz, ja, ist ungefähr so, als würde mal Donald Trump mit Kim Jong-un in einem Ferienapartment zusammen einsperren. Ne? Also da überlebt nur einer. Ne?
So Leute, jetzt denkt ihr bestimmt, da fehlt doch noch einer, und zwar Mario Basler. Da können wir nur sagen, nein, der fehlt nicht. Was hat der denn? Der hat gesagt, unser neuer Trainer Rutenbeck sei unterste Schublade. Das ist natürlich ein Fach. Da hat der Basler den absoluten Doktorhut auf. Da kennt er sich aus. Keiner kennt die unterste Schublade besser als Mario Basler. Ja, genau. Wenn du selber dumm bist, ne, um den Gedanken weiterzumachen, ja, dann kannst du behaupten, Toni Schumacher hätte sich in seinen Auftritten dumm verhalten. Warum? Weil du Experte bist, ja. Du musst es wissen. Richtig. Und wenn man das so sieht, dann darf natürlich auch nur derjenige ein Urteil über Pyrotechnik abgeben, der auch mindestens schon ein paar Böller in die Luft gefeuert hat. Ja. Ehrlich gesagt, wenn man das so sieht, dann sollten wir vielleicht am besten gar nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, wo soll das hinführen? Also, Ja. naja, das fragen Keine wir Ahnung. uns übrigens auch auf den Shirts. Quo vadis? Fragezeichen! Das war ein ganz großes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eines steht nicht in Frage. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch, die Leute. Darauf kann man sich noch verlassen. Ja, ist auch kein Gerücht. Nee, Kein Gerücht. nee. Stimmt. Und Kölsch haben wir studiert. Viel zu lang.